Voilà, damit kommen wir da bei den zweiten Teil von unserer Diskussion an der das Sexualisierung von Frauen an den Videospieler. Wir haben noch dazu eine kleine Introduktion gemacht und die könnt ihr euch gucken. Sexualisierung von Frauen ist schon lange ein Thema. Sie wird an Zeitungen, Filmen oder Musik. Mir seit dem Abkommen an der Weiterentwicklung von den Videospielern also doch ein Thema an diesem Bereich gehen. Videospieler geraten regelmäßig an Kreuzfeuer vom Publikum und von den Medien durch hier oft unrealistisch an unnatürliche Darstellungen von weiblichen und von männlichen Körper oder ob zurückgreifen auf klassische Stereotypen an den Geschlechterrollen. Wir von Infect Plays Games probieren an dieser Diskussionsrunde herauszufinden, ob das wirklich so ist, wie es porträtiert wird, aber ja, wie weit es wirklich geht. Dabei probieren wir auch klarzustellen, ob die Darstellungen an den Videospielern einen Einfluss, ob die Leute die spielen, an den Umgang unter den Leuten an der Gesellschaft hat, oder ob es mehr zu einem Problem abgeschaukelt wird, wie es wirklich ist. Da sind wir dann da. Voilà, was kann ich dann dazu sagen? Wie sind eure Erfahrungen da? Aber das ist eine männlich dominierte Industrie, ja? Also die meisten Hauptfiguren sind männlich. Das wissen wir ja nur als Erfahrung mal gut. Es gibt viele Spieler Dead or Alive. Ne? Dead or Alive? Weil du heißt schon viel alle gut in eins waren. Das ist Schwerpunkt nicht da. Ja. Auf viel Hautweise, ja. Ja, also das ist nicht der Schwerpunkt, weil das ja Kampfspiel, mehr visuell. Ja, visuell gesehen, das ist definitiv der Schwerpunkt. Ja, definitiv. Ja. Ja, das war jetzt dem Thema. Nee, du kannst natürlich dann so, dass das halt, du siehst, dass eine echter männerdominierte Industrie, das ist ja auch also wir haben das als kleines Problem, dass die Welt oft nach echter Männer dominiert ist, auf viele Bereiche. Und dafür natürlich gut ist, darüber zu schmerzen, wo ihn danach sagen kann, einfach mehr neutral machen, mehr gerecht wie Verein, auch an den Videospielern natürlich. Da kann ich nur sagen, dass er vielleicht besser, anstatt die bestehenden Sachen zu viel zu kritisieren, vielleicht zu gucken für an Zukunft mehr darüber aufzupassen, dass eben auch das mehr Equalität da herrscht. Das meine auch oben ohne. Mir das ist wieder interessant und die gehen nicht auch voilà, ja, an den Medien, an den Spielern auch. Das ist immer bei der Sexualisierung von Frauen, die definitiv da ist, und auch echt dann dominiert par rapport zu dem anderen mit Sexualisierung von den Männern, als auch da. Wenn ich nur an Spieler denken, zum Beispiel den Dante an der Devil May Cry Serie, den immer im Mantel bis auf den Boden hängen hört mir noch selber was ja auch okay Sinn möchte, was du kein T-Shirt tun also das ist gut gebaut so wie auch Männer und allgemein die Stereotype so ein Typ wie der Nathan Drake das auch das charmant, das den Kack ein Adventurer mit immer flott Spruch drauf, also das ist nicht immer ein Problem bei Frauen. Das ist für die Geschlechter. Ist bei Frauen. Oder ein Problem, so, das ist ein Issue bei Frauen. Zum Thema Sexualisierung von der Frau, wie fühlst du dich dann als Spielerin, wenn du guckst, okay, die meisten Hauptfiguren sind Männer, wenn mal Frauen sind, da sind sie auch, also aufgesehen von den Ausnahmen, schnell so mal Ausnahmen, weil sie auch eine Minorität von den weiblichen Hauptcharakteren, die man hört. Wie viel denn stand am Anfang, wenn ihr nie Möglichkeit hat, Mädchen zu spielen oder zu wählen oder wann Mädchen dann auch alle gut durchgestaltet sind, wie wenn sie keinen Druck hätten, so mal. Ja. Was wäre denn dein Kommentar? Mein Kommentar dazu ist, dass Sexualisierung von Frauen und Spieler ganz klar da ist. Dass es ein Problem ist, das hängt davon ab, eben wie das Leute wirkt. Wie susceptibel für die Sache sind. Mir ich persönlich als Frau, die das spielt, finde mich nicht schrecklich erfandet von diesen Sachen. Okay. Ich persönlich. Ich kann da aber ganz gut nur verstehen, weil in ein Frau Mädchen gegen das All Life spielen. Zum Beispiel sich gegen an irgendeiner Form aggressiert oder objektifiert gegen vielen. Kann ich nur verstehen. Das ist ja auch der Fall. Ja. Ja. Nee, das ist, wenn damit umgeht, wie seriös das hält, das ist nicht, dass ich das gesehen habe und ich mir denke, oh ja, das ist genau das, was dem Typ gefällt, ich muss es auch so sehen. Oder man denken, ja, der Ton ist das Bild, was die Gesellschaft wert von mir als Frau, weil du an dem Spiel so definiert ist. Das tue ich als persönliche Erfahrung nicht.
ich pressieren natürlich aber auch wenn ich Charaktere wie Lara Croft kann spielen weil ich dann für kleinem Undet war das ich spiel weil ich aktiv erlebt habe wann ich da kann spielen das einfach das ist super Frauenmensch selber sehr schön gute Sachen starke Personage das ist natürlich immens cool aber so Sachen wie Lord Peach an der Super Mario Serie oder Zelda von Legend of Zelda die sind aber auch Personagen die ich bewundern in ihrer Art und Weise oder gerne und appreciieren, obwohl sie nur echter, nicht vollständig, aber echter dem Damsel in Distress Typ von Frauenmensch an den Videospielen entsprechen. Ja, die Wünsche, also Peach behält sich ja schon seit Jahren selbst. Das ist ein bisschen oldschool, wie hat am Spiel integriert. Das geht ja auch an der absolute Majorität entwirrt. Das stimmt, das ist stereotypisch. Ich denke wir denken als Stereotypen. Wir sollen nicht mehr so denken, das ist ganz klar. Aber das ist relativ natürlich. Wir holen so viele Informationen ab, dass man nicht davor kommen, an Kategorien zu denken. Einfach, wir können die Informationen zu processen. Pornofilme in Englisch dauert mehr. Das ist ganz normal. Da sind aber auch solche Toleranz ersetzen oder verschiedene Geschlechterbilder, Geschlechterrollen auch. Das fand ich absolut wichtig. Ja, weiter auch an der Gaming-Industrie. Ja. Das ist effektiv ja auch so, dass diese Gier auch immer sexualisiert durchgeschaut wo du willst, gibt das ja wahrscheinlich auch so kritisiert. Also nur für ist das extra, dass der so das gefällt mir oder also ehrlich gesagt, wenn ich für mich bemerken, also das ist vielleicht auch negativ für ihn, der das schon kritisiert, wenn ich so nicht bemerken hat, nicht mal, weil für mich geht es noch immer um das Spiel und nicht darum, irgendwie zu gucken oder dabei zu denken, dem nur wie Frau oder Mädchen durchgestaut ist. Also ich schön Spiel, ich akzeptiere wie das und ich lege Wert auf. Ich als guten alten Spieler, der schon lange spielt, lehne ich auch nicht so viel Wert auf Grafik an Hand oder das vielleicht auch du, was dazu beiträgt. Aber also ehrlich gesagt, als Mann konstatiere ich so, ich fand das nicht schlimm, weil ich mich ja auch indirekt betroffen kann fühlen an dem Thema, an der Kritik und der Sache. Ich fand auch das Store so gute Kontrast, auch wenn ich auch nicht so viel darüber da nur denke beim Spielen oder so, ich appreciere aber auch als Mann echt ein weiblicher Personage, den vielfältig ist und den nicht just Damsel in Distress und so weiter. Und was das gesehen bleibt, ja, also so, wenn ich selbst gucke, wie der da läuft, du denkst ich effektiv nicht drüber nur, weil das für mich ist wie bei der Gewalt cartoonisch, das wisst ihr, es gibt Frauen, die gesehen so aus, mit die Menschen nicht, dann auf Wandern, das wisst ihr, das halt nicht, ich denke darüber nicht nur an meinem Alltagsleben, ich vergleiche Frauen, die ich beginnen, absolut nicht mit den Personagen, das sind fiktiv Personagen, so wie es du auch siehst mit den Männern selber. Ich meine, guck die Gehe sofort tippen. Gute Person am Wrestling oder so, voilà, wisst du mir, dafür gehen ich auch nicht rein, sonst denke ich, den Tipp da, die gesagt, ja, lappisch ist, just weil. Ja, das ist ja auch, wenn du als Frau spielst, das ist nicht, dass ich mich mit den Personagen unbedingt identifiziere. Es geht mir um Charaktereigenschaften. Ich spiele ja auch viele Spieler, wo ich dann einen Tipp spiele. Ich fand das Team aber nicht komisch. Das ist Geschichte und ich probiere mich ranzudenken. Und ja, da weiß, wie die Personagen funktionieren und den Kontext von der Story. Und das ist für mich ganz egal, ob da gerade ein Typ ist oder ein Frauenmensch. Auch bei einem Frauenmensch nämlich, wenn ich da gerade spiele, wie gesagt, für mich ist das eine Ikone, weil ich schon mal groß gesehen habe. Nur bei Dead or Alive, das ist nicht, dass ich mich mit denen Personagen identifiziere, just weil sie nämlich Geschlecht probieren. Das Internet mit dem anderen fand ich nicht zu dienen. Muss ich aber immer gucken, wie das. Ja, aber das auch. Das denkt man doch, wie der oder für so kann. Man spielt ja halt keine Zeit und das selbst. Du spielst das Spiel am Anfang ja für das Spiel zu spielen. Und nicht, weil du denkst, okay, ich muss das Spiel kaufen, weil du sie Fragen dran hast. Die haben nicht viel Lohn, die haben Booby Physics. Das Dead or Alive war immer so für mich geil, das Spiel einfach dazu. Das ist nicht, wo du von nicht, du wirst Spiel genauso cool, weißt du mir. Das ist nicht, die Kleider aus unwichtig, das kennt noch alle ganze Pyjama und wäre noch egal. Das ist aber Kampfspiel oder auch andere Spieler wie Terra, was auch viel gespielt haben. Du siehst Männer alle so, egal was du hörst, sind alles Kleider schief und Frauen, die sind auch Spranzen und sie haben, keine Ahnung, der Klassiker
Mannerrüstung als Mehrrüstung. Die großen Schwertkämpfer, sondern so quasi gut keine Rüstung. Voilà, so denke ich mal hoch. Du musst auch so, ich spiele auch viel MMORPG und du spielst auch viel mit Frauen zusammen, oft an Gilden und so weiter. Und du ganz oft die gesehen hat, also meine Erfahrung auch einfach als das eine fiktiv Person. Ich klebe die so wie ich will, ich meine damit was ich will, das reflektiert gar nicht, ob hier lebe wie sie sich an hier lebe viele Athleten an sich gesehen als Person, weißt du. Anders fanden du würdet ja aber auch, also heutzutage hast du auch nicht an allen mehr vielen wirklich viel schwer für dich wirklich so anzukleden und zu gehen, wie du willst. Also ist nicht mehr forciert, was just auch bei weiblichen Personagen immer just knapp Sachen und so weiter. Ja, das ist cool. Das fand ich gut, dass das auch können. Dass du wirklich den komplett freie Schwarm ist. Wenn du darum meinst, du musst du Platsch und rumlaufen. Der Mann hat man sagt. Ich fand noch das Problem mit der Vorbildfunktion, die die Medien haben. Das ist ja auch immer bei Modeln-Diskussionen, bei Schauspieler-Diskussionen, Werbungen, all die Sachen. Und das eben auch im projiziert auf den Medium. So im Sinne von, wenn alle die weiblichen Charaktere eben die Spranze sehen, die Strich an der Landschaft, dass sie hier aber so formen. Und es hat nicht einen schlechten Einfluss auf Bild von Frauen dann noch. Ob sich selber an wie auch Männer frei gesehen und das spielt auch schon eine Rolle und es gibt auch die Spiele du sind Frauen eben Damsel in Distress oder ja immer ein Opfer und können nicht selber viel machen, das ist nicht den Empowerment den bei den Männern stattfindet der Spieler oft es gibt aber auch darum die Gage-Beispiele wie Lara Croft ja auch sexualisiert du gefangen wie gesagt weil Lore ein bisschen wie Zweck gedeiht geht oder ja so Serie wie Dragon Age Mass Effect wo ihr auch kann als Frau spielen du nicht als alle mein nächste Playthrough bei den zwei und nicht als Frage gespielt weil ich mir so Seite wie cool kann ich auch mal als Frau mitspielen das wollten sie auch dass sie in der wie was gemacht haben und ich nicht immer flott von mir schon aber bei Mass Effect nicht bei Dragon Age aber auch ein Playthrough gemacht als Tipp und Skyrim hat in der Schwur mein erste Playthrough hatte ich gemacht als Tipp nicht weil ich mir denke nee, das ist ein Spiel dann hat Personage muss einen Tipp sehen aber irgendwie weil ich mir das ist interessant und ich mir ja du bist so in Nord ne so alles alle Wikinger okay und ich finde aber auch ein CTK gefallen als Frauenmensch und ich genauso flott fand und appréciiert das wird für mich großen Unterschied gemacht weil ich dafür zu gesehen hunisch andere Möglichkeiten reagierend Leute als NPCs nicht auf mich am Spiel das war für mich der spannende Punkt bei der Sache nicht nur ein Spiel als Fremd weil es ein Fremdmensch okay das ist kein großes Rolle für dich gespielt ja das ist ein Deal davon absolut also ein kleiner Deal schon also die Überlegung hätten sich das schon gemacht nee, das ist aber nicht der ganze Faktor den mein Schwaddo affianciert wird mit den Immersion war die dann anders wenn es das Fremd gespielt hast wie wenn es das Tipp gespielt das ist ein guter Spruch bei Skyrim nicht weil du nicht für dich als Tipp gespielt bei den anderen kann ich nicht so weil ich dich als Frauenmensch gespielt habe bei Skyrim als Tipp an nee ich war genauso engagiert dran und ich schon auch irgendeine Frau bestört aus der Welt und natürlich mich schon nicht gesteuert und obwohl da du absolut nicht mit sexueller Orientierung hast ne das spielt darum keine Rolle das ist einfach das Ausprobieren an für allem wenn ihr bei Third-Person-Sachen spielt und ich muss Tendenz, dass ich mich wirklich an die Geschichte randenken aber denken okay dass die Kontakt dass den Lore von der ganzen Geschichte was ging Lord Commander Shepard bei mir Commander nicht der Commander machen an der Situation und dann bin ich das Sport auch dementsprechend getroffen also das ist ja auch Rollenspieler wo du danach ein ganz anderer Wichtigkeit wird wie so viele Piloten zum Beispiel in Dead or Alive nee, das kann ich nicht ein interessanter Personage do als ihr möchtet zum Beispiel Bayonetta weil das absolut sexualisierte Personage aber du hast alles und du spielst sexualisiert High Heels mir schon noch gespielt und hat es auch porträtiert als ein immens starke Charakter und hat viel gebraucht und den intelligent stark intelligent intelligent und hat die Menschen gemacht und eingehens und braucht keinen und all die Personagen die zu begegnet wird die waren alles schön und gut und du war ja dann auch manchmal beim Bayonetta am echten den Tipp dabei der so lichten Romance Interest war
wo er nicht Stress ging, also konkret. Aber das war auch so eine Nebenerscheinung. Und das war so echt der Dampf in den Stress, so, oh nee, hinter mir schon etwas verborgen, muss ich schon dann, du warst umgedreht. Ja, Das okay. war cool. Das ist interessant. Also das ist schon interessant, weil du aus dem Personage sexualisiert, dann hört die extrem Figur, die kilometerlang Bein, hört auch im Moment am Spiel nicht schrecklich viel Ja. Mit dem war es auch war gut nicht. Also Ja. du hast quasi Das fand ich nicht okay. Nein, das ist so, du kannst mal feststellen, da sehen den halt das Spiel nicht spielt oder so, den Schritt mal als nee setzt, die vielleicht just ein paar Szenen rausgesagt oder so, da sieht das ist ja schrecklich, Ja, das ja, ja. dann hat halb Platz springt und hält Waffen dann so und Ja. das ist vom Mann sein Schritt, auch wenn es nicht gesagt ist, wisst Ja. ihr, weil er hat da just gesagt, so den nicht viel davon versteht, sieht, das ist ja schrecklich, mehr. Und zu stand, wenn man Personage als Nähne setzt und du merkst, den hört das ganz vielfältig, hört Stärken nach Schwächen. Ja. Ja, das hängt davon ab, wie weit ihr neben ihm guckt. Voilà, ja. Das hat mit der Vielfältigkeit. Ja, und froh, die meisten stellen uns also am Anfang, wie verallgemeinert den hat, weil das ist ja am Anfang das Problem mit der Zensur. Du kriegst ja gesagt, okay, das kann vielleicht ein paar Faktoren sein, die da gehen wirken, aber trotzdem generalisiert, also einfach so, dass es ein Problem ist, aber mit Zensieren. Weißt du, das ist das, wo man gucken, auf welchen Perspektiv man das soll gucken. Ja. Ich meine, das ist ja auch ein Hauptproblem, was ja just auch darum froh, was für einen Einfluss das hat, ob für allem Jungkleid, ob hier Entwicklung, weißt du, wie sie dann an ihrem Leben mit Frauen umgehen. Ja. Und auch da meine ich das auch wie bei der Brutalität der größten Aspekt, aber den Enkadrement. Wenn du als ganz junger Mensch so Sachen spielst, da guckst und du bist mit komplett lang gelost, dann kann es sein, dass du da falsch Ideen am Kopf hast. Das ist falsch, ja. Aber auch du hast bei mehreren als Beispiel schon halt, keine Ahnung, schon nie, auch von daheim aus waren nie irgendwie Frauen an irgendeiner Form mannerwertig par rapport zu Männern. Du wenn zu einer Stadt oder so ein Spiel oder so ein Film, da oder nichts geändert bei mir. Ja. Du fand ich zum Beispiel auch, von Lo gesagt, Sexualisierung von Frauen am Videospieler, das kann vielleicht ein Problem sein, da muss man vielleicht gucken, was am Sarah fand ich extrem hypokritisch, weil auch bereits der Fernsehen zu machen, egal wohin du guckst, ist das ein Problem. Also du kannst in Little auch immer hingehen, an dass der mal für Drusche gesagt und du pickst die auf die Kleinen. Ja. Die Industrie funktioniert so, dass alles, dass sie verkaufen, Sex selbst, was man all, und du willst machen, sie das ja vielleicht auch teilweise. Also ich soll nicht hauptsächlich auch von vielleicht so was, aber als ein größter Grund dafür ist, dass die Leute verkaufen und das ist besser verkauft, weil die größte Zielgruppe Männer, die an verschiedenen Fällen sind. Und voilà, aber das ist überall. Und das ist überall, nicht an der Videospielwelt. An der Videospielwelt fand ich sogar Männer, wie wenn ich nur den Fernsehen gucken, was ja verschiedene Zugang zum Fernsehen oder wo immer. Ich gucke Reklamen im Fernsehen, ich gucke Musik ja auch, was in diesem Fall am Artikel ja auch war. Also da geht es ja auch immer nicht mehr den und auch Videoclipper. Da seid ja auch nonstop dasselbe. Also dafür fand ich das extrem widersprüchlich, dass so ein Videospieler seine Probleme fand ich ein bisschen lächerlich für von einer Autoritätsperson das sieht. Ich denke, dass auch du den Hauptkritikpunkt von den probiert ein bisschen differenziert zu sehen, dass Medien die Geschlechterrollen, die Negativgeschlechterrollen, Stereotypen reproduzieren, wenn sie schon da sind. Eine Person, die ein Negativbild von einer Frau holt und spielt selbst wie Dead or Alive oder Spieler, wo Frauen auch prostituiert sind, weil die auch Spieler wie GTA. Dann wird das dann forciert. Das liegt mir an. Aber wenn ich aber die Wertvorstellung nicht von Anfang an hört, das haben das nämlich über der Gewalt, sind ich schon nicht überzeugt, dass die Spieler spielen, dann ich denke, okay, das ist das Bild von der Frau, was ich muss tun, weil ich einen anderen viel drin hat. Das ist mehr weit wie das ist die Gesellschaft, wo ihr es kennt. Weil die Spieler helfen nicht bei den Leuten, wo schon du hast, wie gesagt. Ja, genau. Das ist für andere, die aber andere Wertvorstellungen haben wie dich, denke ich nicht, dass das ein Faktor ist. Nee, also oder in selbst was mir gut wie gesagt abfällt mir und da will ich auch nicht so gut hinspeisen, weil ich schon nicht, also ich bin nicht betroffen sind, weil ich mir natürlich noch nie Gedanken darüber gemacht habe, dass das vielleicht respektlos ist, wie viele Fragen wie ist du hol ich spiele einfach und ich denke mal nicht groß drüber nur, ich denke nur drüber gut, dass du das so gemacht hast oder auch das Frieden, ich kann das Spiel kaufen, du weinst, so und ich noch nie ich freue mich, ob da vielleicht einzelne gehen und danach, ich fand nach immer ein Videospiel
Welt als trotzdem nach Künstler kann und Realität gebunden sind, also kann wollen Realität repräsentieren. Muss aber nicht, kann auch pure Fantasie sein. Und du findest von der Sto soll ich nicht, ich denke, für einen Entwickler so ein wenig zu machen. Natürlich hast du eine gewisse Verantwortung an drin, für allem, wenn du zum Beispiel großen Titel hast. Und trotzdem, dann noch immer fand ich Singentscheidung, wie hin sein Spiel möchte, aber dann eben gut ist, auch da anderem eben nicht verkauft. An plus mir auch haut nas van gucken gouf dat Spiel Right to Hell net Retribution nach anderen Schmeng ja wusste so ein Biker an seiner Bikergang was an du hast zum Beispiel eng 10 dran an dem Spiel wost du an den Zimmer rackens an du hast grad in dem Gang eng Frau zu vergewaltigen an du in der Brust dann an du zerschlägst hin dann und so weiter und direkt drauf wird hat er mit der Sex als Belohnung und das ist ja natürlich schon mal total unrealistisch das war auch überall zum Beispiel kritisiert von allen möglichen Sorten von Gamer die an den Reviews direkt was hier blöd sind das Spiel war natürlich auch nach ziemlich schlecht dabei mir auch anstatt ich war noch da natürlich ist das Quatsch auf eine Art und Weise dat sind sich die Meeschleit auch bewusst ganz junger vielleicht nicht so wie gesagt anderen Altersbeschränkungen die soll wirken eben genau mir denke noch ganz der größte Studio Boss großen Developer du bringst das Spiel raus wo du weißt der Kraft vielleicht natürlich was der Freigestalt du weißt dein Spiel willst machen weißt du wie du kannst weil du eben eine große Publik erreicht kannst du vielleicht auch irgendetwas probieren zu bewirken weißt du? Das ist genauso wie wenn du eine berühmte Persönlichkeit bist du weißt mal ja für etwas zu machen du bist viel an den Medien kannst du trotzdem irgendwie probieren das ein bisschen Blumen einfach zu lenken weißt du? Und probieren den Horizont von den Leuten mal zu erweitern mehr auf die Sachen anzugehen diese Sache wie auch so ist wie die Belohnung dass du dann Intercourse das ist ja auch problematische Sachen ich meine das auch danken und die Schema die gibt da viele Spieler bei den echten Spieler von The Witcher auch du siehst bis Brot oder du hörst sie Graz oder du sagen Kaf weil pur so kleine Mini-Missionen dann sie da China gemacht das ist ja auch lusch also wenn ich da als Frau sitzen sag ich mal so das hat du nicht gemacht das ist für mich aber ein typisch Dinge für Apps war wahrscheinlich aber die meisten Männer ein bisschen dran ist du hörst das halt nicht am realen Leben du weißt dass das nicht so aus am realen Leben und dann hast du so Klängen das auch um so Wish-Fulfillment an den Spieler wusste da ist was du halt nicht du als Tipp durch die Supermarché gehst und fragst schon Kadi les abfallen und du hörst doppelt und denkst so voilà das ist enttäuschend ja das wie ein Film James Bond den retten also. Und das ist ja okay, wenn du Frauen sind, die sich darunter stoßen. Weil das nicht unbedingt ein positives Bild von Frauen gibt. Klar, das verstehe ich. Das ist ja klar. Aber so weit zu gehen, wie zu so, ja, das Band, die du ganz, das ist immer eine kritische Geschichte für alle, wenn sich auf demokratische Werte beruht. Eben. Und ich fand auch immer eine falsche Entscheidung, zu forcieren. Und dann plus kannst du auch, wenn du ein bisschen beobachtest, also die Videospielindustrie geht auch immer mehr darauf an, viele weibliche Spieler gehen, sie wissen, dass sie merken, dass sie gehen drauf an. Also mit Personagen wie Commander Shepard oder mittlerweile FIFA hat Frauen Equipen dran, das ist zwar schon lange überfällig zu tun, weil aber gut, dass du dann schon merkt den Schritt für Schritt, wie sie immer mehr drauf gehen. Oder Horizon war rausgekommen. Horizon bei Arma 3 kannst du viele Probleme. Also weil du weißt von Remember Me zum Beispiel, ich weiß nicht, viel Success hat, also vielleicht ein bisschen mal bekommen. Die hatten immens Probleme für produziert zu gehen, weil ein Hauptcharakter weiblich war. Also du gesagt hast, ja, mit dem kann sich die männliche Gamerschaft mit identifizieren und überhaupt und er passt nicht. Fremd als Hauptcharakter und der Spieler, der geht nicht. Ja, dann sind da eben beigehalten, dass wir so rauskommen. Wir sind da Gesicht, aber sich Developers auch gesteuert tun, also die Studioen oder die finanziert tun nicht. Den auch gesteuert, dass dann ein Personage wie Lunde mit einem Mann eine Relation hat am Spiel.
wo sie schon gesagt haben, ja, das geht ja aber nicht, weil wenn dann ein Mann das spielt und dann eine Relation mit einem Mann, dann haben sie direkt negativ Gedanken, weil der ja aber nicht hier in Antirenen anspricht. Dann ja, und umgedreht. ja, aber ja, und haben sie gesagt, ja, die Frauen, die dann Spieler von Männern, die haben dann auch den Nathan Drake und dann links, dann eigentlich auch hier sehen. Ne? Aber das ist ja auch für die, so, was das dann auch komische Idee. Für mich war das nicht komisch. Ja, weil das wenn ich Film gucken, das ist ja auch nicht komisch. Voilà, genau, du hältst das hier so unter deine Geschichte, die der gezählt wird. Okay, du hast vielleicht ein bisschen Aufschluss drauf, aber das ist eben dann so. Ich fand nicht, dass das okay, wenn du wirklich etwas, du fandest das Spiel blöd. Ja, aber das ist schon lange, dann fand du das Spiel, also... Da warst du so ein Person, dann hast du auch also Probleme. Ja. Wenn es dann zum Beispiel ein Problem dann oder leicht homophobisch ist, dann ist das echt dann ist das der Grund für was du denkst, aber nicht, dass irgendwie so... Das ist auch dann dein gut rasch dann in der Gesellschaft, wo man sieht, das ist ja klar. Aber da musst du das Spiel nicht spielen, was ich so Sache stellen. Das ist okay, dass du halt musst. Voilà, da bist du einfach von denen, die das Spiel nicht gut fanden. Du musst aber nicht die ganze Markt dran aufpassen, das Schiefreden... Nee, das ist das Problem. Stereotypen. Sie gucken ja Zielgruppe. Voilà. Ja. Das sind noch immer hauptsächlich Männer. Ja. Und du geht dann doch auf so Sachen aufgepasst, das ist auch klar. Das, ja, der Fortschritt wird dann da wirklich neue Sachen zu machen, auf viel mehr Fragen als Hauptcharakteren aus dann doch vielleicht nicht beschwerlich. Ja. Das ist klar. Ja, das natürlich, du könntest einen Kommentar lesen, den von Mareike Kruten, wird ein Videogame Concept Artist designt, hauptsächlich Personagen für Videospieler. Von Divergenz alle zu Bursch und wird demnächst als Gast hier an der Sendung sehen. Ja, cool. Man hat schreibt, das auf Englisch, war den ersten Satz, du hast nicht nach Sibis geschwind. Here in the gaming industry, a lot of marketers got scared and pushes some developers to stop to make some kind of game. To put female, people of color or homosexual characters in each new game, but without any good story reason or interesting character. So my overall personal point of view is that we don't need to destroy what already exists, but add new kinds of games with interesting characters and gameplay, but there will always be a place for violence or sexualized games too. Da das auch für so ein was ich auch halt nicht gut fand am Anfang, als wir es dann probieren, einfach just für das kein etwas sieht, weibliche Personage oder so dran machen, die dann einfach okay Sinn. Ja. Als Beispiel den neuen Assassin's Creed, den du rauskommt, du kannst du die erste Kehr, also für du kannst du Multiplayer, die erste Kehr an der Singleplayer-Geschichte kannst du auch als Frau spielen, die ganze Welt an die ganze Geschichte reagiert nicht wirklich darauf, dass du da die weibliche Personage bist, weil sie reagieren auf dich einfach just als den Assassin, wo du siehst, okay, boah, das ist natürlich, ich will nicht so, dass das nicht hat so Sinn, ne? Das ist natürlich gut, das Schwein, das ist doch flott, voilà, immer eine Frage spielen, aber schön, wenn sie dann auch so aufpassen, dass das Welt an der du spielst auch realisiert, dass deine Frau war, sondern nicht gesichtslos. Ja, so hängt davon ab. Nicht lo, ich will auch nicht so Klischee. Ich meine, vielleicht sind da auch die Investoren, die so, ja, wann, dann machst du da was anderes mit mir. Ich meine, auch bei Call of Duty, da sind andere Shooter, da sind auch Frauen als Soldaten mit dran. Und ich fand den Hauptsache, dass du keinen Unterschied hast. Also, dass du nicht von Solo weiblichen Spieler Soldat hältst, dass du einen Unterschied hast. Ich meine, nicht den Klischee-Unterschied, wirst du mir einfach von Persönlichkeit reagieren. Aber ja, Assassin's Creed, ja. Ich meine nicht, dass die ganze Welt so, das ist eine Frau. Das meine ich schon nicht. Ja, vielleicht. Klar. Das meine ich schon nicht. Das ist dann einfach wissen, dass weiblichen Assassine die sind dann immer gehen, wieso soll ich ihn steuern? Das fand ich eigentlich ganz flott als Idee, das ist auch bei Mass Effect bei Mulan ist das doch. Bei Mass Effect hast du auch, es möchte ja keinen großen Unterschied, story-wise, oder wie Leute reagieren, ob du ein Typ hast oder eine Frau. Und das fand ich eigentlich ganz agreeabel, weil wieso sollen sie hier kommen und du hast gerade, ich weiß nicht, der Flasche mal gekillt. Und das so, Frau, der Flasche mal gekillt. Das wäre kontraproduktiv, weil das ist so ein Stereotypen, die du aber dann thematisiert gehen, auch von soll dagegen gewählt gehen. Und ich fand eigentlich dann toll, dass jeder gesagt ja, gut gemacht. Und du hast schön geschlacht, ja, weil das ist ja immer just den Pronomen den anderen an dem Ganzen. Und das fand ich eigentlich, also ich fand das ganz frei, ganz flott. Ich fand das auch genauso wie sollte sein. Also ich meine, es soll keine Rolle spielen, ob es Mann wird oder eine Frau.
dem nur wenig wählt, als du dann das ja dann einfach ja das die selbe Geschichten, das ist der selbe Charakter just schlechter sein, also da hängt du dann auch vom Spielhof. Gucken wie man der Gamescom gesehen und bei Assassin's Creed zum Beispiel, also die meisten Aktionen, die man gesehen rundherum laufen, waren nicht dran. Also das ist auch immer eine Sache von Charakter, wenn sich dann identifiziert. Ich juge ja den als Gamer oft, denke ich, echt die Charaktere, ob ihr doten, und was zu machen, und für allem, was du selber kannst du schon treffen. Und nicht so auf Geschlecht. Das ist der Charakter, erzählt dann. Ja. Und die auch ganz drei Männer, die kommen an der Schappet als Frage gespielt tun. Das fand ich schon auch ganz interessant, dass sie auch das auch hier durch zu gucken, wie war auch immer nicht mehr Frage konzentrieren. Das fand ich doch irgendwie diskriminierend. Wir waren nicht auch mit Männern froh, wie das als Frau zu spielen. Wie ist es für sie als Lehrer Kraft rundherum zu helfen? Fand ich auch ein froh, die eigentlich an der Diskussion du allgemein an der Medienpolitik, wie sich passt. Also für mich ist das Spiel du das, also für mich ist das mehr an der Kopf gelöst, man darüber froh müsste stellen. Ich stelle mir darüber kein froh. Ich akzeptiere so wie es du für so einfach das Spiel so wie das. Ich probiere mich ranzuversetzen, dann dem Moment eben dann hat das schon nicht, dass ich irgendwie dabei denken, ein schönes Spiel wie das, wie eine Geschichte, die mir erzählt wird. Für mich ist der Personage, mich interessiert der Personage, unabhängig davon, wie Geschlecht ist. Ich finde das Spiel auch gespielt. Und den neuen, wo du rauskommst, mit der letzten Größe, wo ihr Kraft wie normal ist. Und da war ich auch, okay, das ist cool, weißt du, du bist nicht hart, du steuerst bis hart, das ist deine Geschichte, die du spielst. Und die Geschichte ist cool, hat das geile Personage in dem Sinn, also... Verschiedene Niveau. Kann ich so, ja, hat gesagt, er attraktiv du aus. Ja. Aber das alles hat, wie man für so gesagt hat gedehnt, hat gerade für sich selber was hört und das ist ein Problem, die doch auch gelesen haben. Und das Spiel war einfach cool und hat mich ganz ehrlich gesagt auch gut nicht gesteuert, du fragst mich. Du denkst halt nicht drin, dass die Geschichte von Lara Croft ist. Wieso soll das irgendwie ein Problem sein, das hat weiblich ist? Wenn du dummer da schon ein Problem hast, dann spielst du ja nicht Tomb Raider. Ich weiß nicht, das. Aber ein anderer Aspekt nach von dem Ganzen, den auch dabei kann, als nicht just Sexualisierung an den Spieler, sondern dann auch die Reaktionen auf Frauen, die spielen. Weil das wodurch ja den Gamergate Ugang war 2014, wo Danita Sarkeesian angefangen hat, dann nicht als ich natürlich mehr darüber hinzuweisen und so weiter, und hat das relativ schnell bekannt gegeben, dadurch, dass das Gespräch auch mehr größerem ging dann. Und da sind dann Sachen, die noch geschieht, kann ich so sagen, dass viel mit Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und so weiter an andere diese Sto ausgeschwert und geriecht tun, wo ich aber, also das ist natürlich zu verurteilen, egal welche. Ja, natürlich. Wo ich aber auch muss so bei verschiedenen Sachen, und ich gedacht, sie zum Beispiel Aspekte gewirrscht wie ja, wenn du dann als Frau einen Online-Shooter zum Beispiel oder so kannst und du wirst dich da kennen, wie Mikrofon also als Frau, was du dann da für Beleidigungen und du hast gar keine wo schon dann rein zu denken, boah, das ist auch, also Danita Sarkeesian zum Beispiel, weiß ich noch, dass relativ wenig Videospielerfahrung hat, und das etwas, das bezieht sich ja aber Menge Erfahrungen und nicht just auf Frauen. Also du hast viel Online-Community in so einer Shooter, wo du da erkennen sagst, mir frag, wie toxisch das ist. Wo wir dann noch mal lachen, wenn wir so einen Shooter spielen und du hast sehen und dann hörst du schon Menschen so relativ jung Leute, muss ich aber so so eine Stimme den Tod beleidigen, wo du denkst. Also ich bin dann immer froh, von dem er schreibt, von dem Spielen, dann dann motiviert hat mich noch mehr nach ein KG zu gewonnen. Das immer noch eingeschickt. Da gehst du nach sich hin, weißt du? Das ist Spaß, also das so nicht Geschlecht relativ der Toten, also just von ich gut spielen, dann einer getrost und ich froh. Natürlich, das ganz ein bisschen kompetitiver. Wir wollen nur natürlich, was als Mädchen natürlich. Was da geschieht war, also eben das hat Danita, also wie gesagt, das nicht erwähnt mehr, weil das am meisten bekannt ging, hast du dich ausgelesen, für das auch viele Diskussionen einfach nicht mehr konnten ordentlich stattfinden, weil die eine Seite, die andere Seite einfach just mit den pur Punkten beschuldigt wird, wo dann zum Beispiel viele Leute aus der Gaming-Industrie natürlich
darauf reagiert und gesagt, ja, der könnte ja wohl nicht so durchstellen, wie wann alles freundlich wäre. Und dann die andere Seite natürlich so, ja doch. Und anstatt dann eine konstruktive Diskussion darüber zu machen, wo ja, okay, auf verschiedene Punkte stimmt es, oder sie Sachen, die wären verbesserungswürdig und so weiter. Mir so schlimm wird dann auch durchgestaltet ging, also einfach auch nicht, also so nicht normal natürlich, dass da kommt Hate-Mail schon. Aber auch bei so Spielern, also doch oft eine Altersbegrenzung auch im Do, und dann ist es eben nicht, wenn es da Brutalität mit, dann ist es do, wenn es sexuelle Content dann. Und wenn das dann noch nicht, ich meine, von 18-jährigen Mädchen, 18-jährigen Frauen, wie auch immer ich da am besten, also von das gesagt, von das so Sachen gesagt, erstens mal durchdenken, sind schon bald ein bisschen gewinnt an der Welt, dass so Sachen so durchgestaltet gehen. Und das weißt du, wenn du lesen, ich auch nicht davon beeinflussen, also ich fand das offensiv. Also ich fand die Altersbegrenzung angehen. Ich fand, wenn es als 6-jähriges Mädchen natürlich Städte live spielt, dann kann das natürlich sein, dass das einen Impact schürt. Dann okay, komisch mit den anderen Medien. Voilà, du hast auch der Fall, du sollst auch nicht in dem Alter spielen können. Und nicht für nichts. Die studieren, wie die Altersbegrenzung ist, die machen sich genau darüber Gedanken. Und du willst, dass die Diskussion, das kann man davon ab Abfluss gehen, ja, schon bald überflüssig, weil man muss steht, dass die Jugend spielt. Ja. Boah, ja, okay, mir das, wie man viel sollten, das halt auch darum schwer eben die Altersbegrenzung dann auch immer effektiv durchzusetzen. Ne? Also ich kann mich auch an der Videothek, die immer der Bereich, wo ich nie dran. Wieso war das so einfach in der Videospiel, weil das so schwer ist. Das müssen wir durchspielen. Das war dann... Nein, das Grund sind wie gut kontrolliert, weil im Moment natürlich ein bisschen schwer, aber ich so, das Grund sind gut kontrolliert, und das irgendwie wollen sie trotzdem, dass es schwer verkauft geht. Ja, natürlich. Also, Boah, mit der Sexualisierung also heinst du ein bisschen schwer, weil das nicht unbedingt immer so... Du kannst ein Spiel haben, wo du Cover oder so weiter an einem Resümee haben, nicht rausgeseist, dass du vielleicht dann so 10 dran sind. Ne? Das heißt... ja, also da müssen Verkäufer, den so Spieler verkauft, darüber aufpassen, dass wenn ein Junge könnt, kann ich uns Idee jetzt freuen zum Beispiel. Ja. Und wenn ein Mann könnt, dann... Nee, der spielt das nicht. Das ist ja jung und ich kenne es nicht. Das ist ein Problem. Du müssen einfach Ältere nebenrum sich mehr dafür interessieren, für den Inhalt von dem, was hier kann. Ganz klar. Also, es sind auch Spieler, die mehr Probleme haben an der ganzen Physik wie andere. Also es sind Spieler, du holst dann einen Female Heroine. Und das hat nicht viel und machen wirklich viel Sinn story-wise. Ja, das muss nicht sehen. Du denkst mal noch, wenn ich den Cover gucke, so... Ja, wie soll ich? Okay, da doch können ein ganz Box holen oder aber das aber, wie gesagt, das ist aber nicht, dass ich mich von dem Bild direkt beeinflussen lasse. Es gibt bestimmt Leute, bei denen das so ist, das wäre ja auch nicht das Problem mit Medien, die im Mode zu handeln. Es sind viele Leute, oder medische Jugendliche, die sich davon beeinflussen lassen. Es sind aber auch eine ganze Reihe ganz andere Wertvorstellungen, die gesehen haben, dann denken sich, ja, okay, mir gefällt das nicht. Ich lehne okay Wert darüber. Und du hast das man verstärken von so Stereotypen, wo das Problem ist. Aber wie gesagt, nicht Salve, du wärst Spieler, die müsste verschiedene Sachen oder verschiedene Fragen nicht so übersexualisieren, das ist ganz klar. Ja, das ist dann überflüssigen Ding. Ja. Das würde ich mal so, dann stell ich mal, okay, da sind ich ein bisschen, da stell ich mal eine Welt für, an der kein Geld gibt. Und dann wäre das meiner Meinung nach nicht der Fall, dass das dann so wäre. Weil wenn kein Grund hat, dass es so wäre, also das hier überall Mortal Kombat, Dead or Alive und das ist nicht wirklich Grund, dass er Kampfspiel und kein Grund darum, wie er das gesagt hat. Bei Dead or Alive kann er auch diskutieren. Ein extra Spiel von Dead or Alive will gehst. Extreme Beach Volleyball. Extreme Beach Volleyball, weil offensichtlich nimmen darum gucken. Beach Volleyball. Wo alles gewackelt wird, findest du Film sich bewegt. Dead or Alive Film. Just nicht den Aspekt. Nee, ich meine, dass viele Spieler da doch immer für AIDS verkaufen. Das ist eben dann so der Grund, dass es um Geld geht. Ja, und das ist auch eine Sache von der Natur vom Mensch. Weil Lorem trägt eigentlich viel drüber der Gewalt auch gemacht hat. Ich meine, das Lo pro Jahrhunderte hier, du hast Frauen sich Balladonna, also Gift an Ageln gedrückst, für das Pupille nicht groß gehen, für das wir aktiv sind, wie wir in einer Region wären und allgemein. Du gehst kein Tele, du gehst kein Filmer, du gehst kein Videospieler, du gehst nicht
ja, Bücher als Medium so nicht, auch eine andere Sache mehr. Das auch du war einfach so Bedürfnis hier dem anderen Geschlecht zu gefallen, umgedreht auch. Ja. Und damals hatten Medien wie Spiel gar nicht zu dienen. Nee, ja. Die verstärken das klar, weil das ist eine große Plattform, wo Leute Access haben und easy Access haben. Ja. Das dafür also doch interessant für darüber zu schwatzen. Das sind nicht mit Medien, die da drin mal viel gerufen haben. Das sind Sachen, die schon für drüber bestanden haben. Ja, ganz klar. Ja, Medien sind ein großen Spiegel von der Gesellschaft. Also, Ja. das stimmt. Natürlich schon eine gewisse Verantwortung wie von der Ja. Gesellschaft. Wenn sie dann eben, das oder der Stimmung oder der Geld mehr, sie wollen, ich vergesse was schon so, ich mich verändert, auf jeden Fall. Du kannst, du musst als Medien, egal ob du Fernsehen oder so sehe ich nicht, für allem die frei zugänglich, ich fand die größte Verantwortung haben Fernsehsender, die frei zugänglich für die frei sind. Mehr wie Videospieler oder Filme oder Bücher, die sich verkaufen, weil genau da eben der Punkt ist, dass das guckt Budget für ihn. Ja. Schon du müsst mehr auch sensibilisiert werden. Ja. Und die Leute, die das doch machen, natürlich, man so eine Schlagzeile müssen ein sehr, viele Leute die gucken, müssen ein sehr suchen, aber man das am Anfang keinem geholfen, weißt du? Mir dafür fand ich auch gut, dass ja auch im Gang ist, also ich fand mir der aber schon, dass allgemein an den Medien aber das Löser ist, ein bisschen aufhängen zu kommen, dass das mehr Gleichberechtigung herrscht, wenn ich auch Filme gucke, wie zum Beispiel The Mad Max, wo es einen weiblichen Personage ist, den Menge Musik nur wirklich ziemlich gut durchschaut. Also du hast die weibliche Seite und du hast aber auch, also hat lang eins, hat sowieso du fiest in Geschichte, als du einen hat also an einer Männer dominierter Gesellschaft wo lebt an wirklich ein extrem Männer dominiert, wo Frauen wirklich just ausschließlich als Breeder existieren für den Hauptchef. Hat décidéiert halt ze Stoffen zu lesen an nach einer Frauen mat zu hölle fir die ze rette fir vun do fort an schafft dann ze summe Mann Mad Max den du bisssen zo ran gerät fir eben dem ze entkommen an du fand se an dem Film halt awer gut wie sie zwee sech ergänzen einfach oni dat het lohecht he kann dat gut weil hin Mann an hat kann dat gut well eng Fra zwee ihr stärken an hier schwächten ganz unabhängig von ihrem Geschlecht. Und geht auch am Film nicht kein Moment da wo dem Mad Max zum Beispiel erstaunt drüber ist, das hat ihr Schnaps Cover eine Frau also so nee sie erkennen an zwei dass sie hier Stärken nach Schwächen Hunde an schaffen zu summen und auch wenn du den neue Star Wars guckst dir raus könnte ich oder nicht wirklich Geschichte an so mehr die dem Herrn Solo sein Mädchen hat ja immer die weiblichen Personage aus denen erwiesen wird scheint wirklich eine zentrale Rolle auch zu spielen also ein Poster der Dingen und auch beim Imperium ist ich weiß nicht wie der Personage ist mit den die Stormtrooper die bisschen das so ein Fall das Game of Thrones Gleichgewicht finde ich okay wir sind das am Moment noch immer ein bisschen oldschool so ich meine dann gleich es werden gleich wie ich komme natürlich aus den Druck und die Diskussionen sind auch immer notwendig für mir sagen schmengen trotzdem dass die Industrie ob so Sachen noch angeht und ich meine dass es sowieso hauptsächlich einfach wie viel Runde machst du nicht wie du als Mensch das gesagt wenn ich Beispiel mit Max Höllen du waren Männerassoziationen die großen Tamtam gemacht und das wäre feministisch Propaganda der Film verstehe ich gelesen also der Film ist so voll mit Männersachen Gitarren die Feuer etc. Auto die explodieren und so weiter und just weil der weibliche Personage dran ist den die Starker an den wisse ein zentrale Rolle spielt das Bemol du siehst du so nicht dann als Mann noch finde ich mich schon nicht mit denen Männer identifiziert die Welt so gesehen es sind immer Leute die direkte Mund machen und ich schiedbar ich meine so beide sein so und natürlich ist das trotzdem zu respektieren
not vielleicht mehr so Sachen wo Männer so präsent waren Mad Max wäre feministisch oder das ja du frisst dich aber wo auf der anderen Seite natürlich auch Frauengruppe gouf die den Film als de Kontrader kritisiert tun weil Frauen an dem Universum just als Breeder do sind an wobei da muss so ja mit das nicht das ein Deel von der Geschichte mit dass der Film seht ihr nicht das wäre gut so der Film seht ihr der Konträr der Film seht ihr das nicht gut so also ich will nicht so und das doch schon Film oder das doch schon Spiel mein Gott wisst du das du willst auch nicht verrenken die Film oder Spieler schreibt 4 schreiben wen zu machen du geht dann hin dass Infenker Schablon wird die muss anhalten ich meine du kommen näher wie weiter interessant noch nicht gut sind also das ist immer Leute die dann irgendeine Person wie zum Beispiel das einfach für direkt zu so just dato Formatkrieg wie bei Mad Max dann als Beispiel sie just für Kanada kriegen also ich kriege just vom Filmat und das ist also natürlich evident dass direkt dafür der Film als scheiß weil das degradiert Frauenleute so Sexobjekte an dem Sinne aber sind rasch nicht gesehen was du geht das ist auch wenig interpretiert das ganz viel wie gesagt das den nächste Film an sie komplett so verschiedene Richtungen die du nie treffen sie der Film da ganz anders verstanden und das allgemein mit der Sexualisierung auch für Frauen Videospieler für Männer das steht darin und auch eine andere Grenze das vielleicht Frauen die das live nicht als offensiv empfangen an andere die als solch empfangen und das ist ja okay das soll da respektieren auch einer Spieler wieder wo genau der Konträr probiert erreicht zu gehen das nicht für immer die eine Seite zu gucken viel Studien die man wirklich mehr für Frauen zu porträtieren die eben gar nicht dem Stereotyp entsprechen respektiv wird keine Rolle spielt dass es Frauen sind mehr wo der Personage als solchen eine Rolle spielt Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt bei dem ganzen zu so voilà, könnte man über die pure Spieler geschwärzt und so weiter aber es gibt wirklich so viele Spieler an viele von denen Spieler die überhaupt kein Statement sozusagen dazu können wir uns nicht drin war das so wisst ihr die fallen ja auch nicht an die Diskussion mit dran weil die war die das klingt lo falsch vielleicht so so Frank gesagt probieren richtig formuläre mit für die Leute die wollen über die Sache schwatzen bringen die Spieler an dem sind nicht sie nicht wo sie können darüber schwatzen weil die nicht wo sie können so das fand ich so schlecht also am allgemeinen fand ich du an dem Dingen auch das Zensur nicht unbedingt also oder Richtlinien in denen ich muss sagen du sind nicht auch um der Medien dass du künstlerisch frei einfach muss trotzdem groß geschrieben bleiben also dass du frei kann machen wie will den Spieler entwickeln immerhin möchten sich da schon kasten und alles was dazu gehört dann kann du dann da machen was du will wann nicht gut das Kampf und so weiter fand du auch blöd von der Politik hin also okay nee der Handklappen und eine Industrie die von dieser Welt das monster Problem für Sexualisierung für Frauen also wirklich also überall aus das Problem und dann ihnen darum zu sagen dass das nicht für Mann ist absolut wie gesagt Hypokrit dann wie das zu machen wie ich auch so denke mal weißt du geht dann so viel kritisiert das bestverkaufte Buch als aber 50 Shades of Grey wo dann das aber nicht so schlimm das Buch ja das ja natürlich das ja aber das Thema natürlich das schon das ist Beispiel ne? Also all die Medien sind als hat du hast das immer Spieler gehen meistens mich schnell kritisiert weil wie gesagt dass mir einfach Zielschreiber was und noch du geht immer spezifischen Spieler der Krieg erklärt sozusagen dass sie nicht alle Spieler wie auch vielleicht nicht alle Werbungen die typisch Stereotype für Geschlechter repräsentieren das ist auch bei Spielern dann da gehen sie Spiele Geografie GTA weil du Gewalt oder Sexualisierung von Frauen ein Thema ist ne? Und ja mir wenn du guckst bei Jonetta zum Beispiel aus von einer Frau einfach das ist ja nicht dass die du geht hier Geschlecht gestartet ja das auch ich freue mich auch wenn ich den nächsten GTA oder eine Frau als ich meine nicht dass das noch lange dauert ehrlich gesagt und zumindest wir schon 3 Personagen hat ich gebe es mega cool von dabei ich gebe es cool schon
Ich kind nach vielleicht Kommentar viel lesen von Mitz, den ich gut hat extra sich nicht geschlundet für sich den Kommentar aufzuschreiben. Das sieht für mich als Frage gesehen ich nicht wirklich ein Problem daran, wie dass ich mit gesunden Menschenverstand weiß, dass da keine realen Personen mehr fiktiv Avatare sind. Es gibt da so viel, wo nicht drüber geschwärzt wird, wie zum Beispiel Elfen und Trolls. Was ja auch stimmt, ne? Da könnt ihr auch so, ne? Die waren, was ja sich auch keine realen Charaktere sind. Viel mehr sollte man als Dürge machen, was heute Stars von einer Frage gefördert wird, für dem Schönheitsideal zu entsprechen. Alles muss perfekt sein, und es gibt sich Make-up abgedroht, weil man das von den Medien 24 Stunden auf 24 Stunden für ein Gehalt kriegen. Für mich ist das auch ein Realitätsverlust, so wie Gamer das ja immer 4 Gehalt kriegen. Für was die Frauen als zerbrechliche Störgestalt, die beschützen muss, junge Mädchen, die gerne gamen, sollen auch mal starke Charaktere zur Auswahl haben, am Platz meistens mit einem männlichen Avatar zu spielen oder anderen nehmen Photoshop-Models vorgesagt zu kriegen. Für was geht Alarm geschlagen, war Barbie Doppel-D hat, mir bei Dragon Ball Kampfspieler also weiter gesagt, den anatomischen Körper an seiner unmöglichster Hextform. Mir da gibt sich kein Gedanke gemacht, dass das vielleicht schädlich für das Weltbild von den Männern ist. Es muss ihn einfach wie bei allem Realität nicht aus den A verlieren, spätestens wenn ihn nur auf den Off-Knöpfchen auf der Konsole drückt oder sich sieht, mit Tonnen Make-up aufschminkt, als ihn an der Realität gelandet. Geil Aufschluss. Ja. Und immer das Day-Kamera dann aus, geht los nach da weiter. Ja, muss man, da kommen wir hin. Ja, ich gebe auch so eine Vision. Ja, am Schluss dann noch kommen. Ein bisschen, ne? Also kann ich natürlich. Den richtigen Schluss kann ich dann nicht mehr. Ja, du musst mal eine ganze Webseries draus machen. Ich meine, warum mehr als hier aber ähnliche können, als dass man aber allem eigentlich der Meinung sind, dass Gleichberechtigung ja klar den richtige Weg als ob das am Gaming also oder sonst erst von der Gesellschaft an von der sehen kann überall Sachen verbessern, dass es einfach auch nicht unbedingt immer so schlimm ist wie von verschiedenen Seiten vielleicht durchgestaltet. Definitiv. Ja, definitiv. Ich meine, du sie mal allerdings. Genau. Ja. Also für den Mensch muss man immer für sich selber wissen, richtig oder falsch, Realität und nicht Realität. Und bringt der kann er gut Wert dabei. Gottes Willen, wann guckt was. Das sind viele so Sachen schon viel mehr Probleme auch. Voilà, genau. Ja. Gut. So, voilà. Also. Da gebe ich so ein, voilà, schließen wir das echt Diskussionsrunde, die wir hier auf Infect Place Games hatten, dann auf. Und wir bestimmt nach von der Zukunft mal so Sachen. Ja, aber vor allem die Themen, die ich schwätzen. Spaß. Mir auf den erst gefallen. War ja, dann liken und subscriben. War nicht, dann vielleicht auch. Du machst das nicht Frau. Ball Pferde. Das Mikro kriegt nach Matt. Voilà, da machen wir das Mikro, weil dann machen wir ein Foto. Kamera sind alle aus. Weil unbedingt was noch muss so, wenn da hier Meinung gibt es natürlich auch für die Interessieren. Schreibt Meinung und Kommentare, schreibt eine E-Mail, wenn er nicht will und er will echt anonym bleiben. Also es gibt es wahnsinnig interessiert, was der davon denkt. Genau, auch noch ob da in Zukunft nach gerne so Diskussionsrunde bei ist gesehen. Ja, auf jeden Fall. Gibt es interessiert. Voilà, damit schließen wir dann die Sendung auf. Ja, wir sollen nach dem Zoe, merci. Vielen Dank. Merci, dass ihr willkommen. Mal gerne. Bei der Diskussion beizudrohen. Genau. Und dann, voilà, gesehen wir uns an der nächsten Episode von Dreck Start. Also, das ist nicht die Episode von Dreck Start. Nee. Diskussionsraum. Diskussionsraum. Allez. Ciao. Ja. Ciao, ciao.